Die Quest um Vivienne und Guillaume geht weiter hier bei The Witcher 3 Blood and Wine, obwohl ich sie als Julian Romeo bezeichnen würde. Wow! Scheiß Viech, ey! Schnell angegriffen. Leck mich am Arsch. So, ja, da ist der Vogel, sehe ich auch. Ja. Mann! Wo geht er schon wieder hin? Hallo Panther! Aua! Böse Miezekatze! Sitz, Fuß, die stehen nicht mehr auf. Gut. Oder schlecht. Nicht euer Ernst. Ja, wenn das nicht der Black Panther ist! Nö. Kein Charakter aus Marvel. Dann kommst du jetzt her. Dankeschön. Und der Vogel auch mir davon. Gibt's einfach nicht, hey. Wo geht der hin? Boah, es kommt doch niemand zurück in die Stadt. So, bleibst du jetzt bitte mal stehen. Das ist ein schlechter Scherz. Meine Mission heißt, folgt dem Vogel nicht mehr. Oh nö, da oben ist ein Schloss. Also mehr als so ein Geisterschloss. Vogel? Vogel? Ja, da, ich sehe den Vogel. Geralt, wo gehst du denn hin? Nein, nein, Geralt, aus! Ah. Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Nicht dein Ernst, Geralt. Okay, aber ich immer die Katze drauf. Ne, das schwarzes Blut. Ah, die Katze. Was? Ich dachte, da gibt keine Wichte mehr. Alter, wow! Leck mich am Arsch! Hä? Ich will ja gar nichts mehr, wieso geht jetzt so ein Wicht? Hier haben wir Wicht, ja, aber trotzdem. Wie, es war schon? Nicht schon wieder. Na gut, sowieso nach, das heißt, wir sind sowieso ein bisschen besser. Und ist vor allem für euch auf YouTube um einiges angenehmer. Weil es irgendwie, wenn eine Kommentierung auf YouTube so wieder dunkel aussieht und hast nicht gesehen, manchmal wenn ihr halt aufnehmen als Let's Player, dann merkt man das nicht so richtig. Hexer. Herrin Vivienne? Du dachtest, ich verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht. An diesem Ort. Ohne Zeugen. Das was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster. Und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Vogelmensch? Das ist natürlich eine gewagte Vermutung, weil, also klar, es tendiert schon alles dazu, aber es könnte natürlich auch anders sein, daher, nee, also, ja, ich denke schon. Es sieht aus, als hätte dich jemand verflucht. Ich weiß nicht wer oder warum, aber ich hoffe, dass ich das rausfinden kann. Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter?
Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mache ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut? Weil ich auch ein Mutant bin? Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne? Such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage. Wirst du schweigen? Das ist ein bisschen unpassend, weil sie wie ein Vogel aussieht. Also wegen Reihe, versteht ihr? Nee, come on, also... Ich brauche hier Vertrauen und abgesehen davon wäre es ja auch ehrlich, also von dem her. Du hast nichts zu befürchten. Ich bin hier, um dir zu helfen. Und ich sage niemandem was, solange ich nicht glaube, dass es unbedingt sein muss. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe, Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und zu mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen. Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen, denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat. Du hast nicht die Immunität von Magiern. Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich. Das habe ich gemerkt. Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für alle Mal Ade sagen. Dafür ist noch ein bisschen zu früh. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Die gibt es immer, aber die Frage ist, ob das nicht ein Schuss in den Ofen ist. Du lehnst Hilfe aber schnell ab. Warum? Wenn der Fluch übertragen würde, wirkt er auf die andere Person vermutlich viel schwächer. Ich will nichts mehr davon hören. Sie hat ein gutes Herz. Das müsste doch eigentlich helfen. Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen. Es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei.
Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. 7 Jahre. Ich verstehe. Ach, jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir 7 Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Ja, brechen wir auf. Gerne. Aber willst du nicht... Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein, aber das Wasser des Teichs hilft. Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig. Interessant. Komm. Sehr interessant sogar. Vielleicht noch ein bisschen mehr hinaus als nur 7 Jahre. Hast du etwas erfahren? Ja. Dann raus damit, Mann. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen oder, ich weiß nicht, sie wenigstens trösten. Das ist jetzt die Frage, weil wenn ich schon mal anfange, muss ich natürlich auch zu Ende sprechen. Andererseits kann ich einfach trösten und sagen, ja, ich bringe alles nach dem Turnier zu Ende. Also, zu Ende, ja. Es ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Nee, natürlich bringen es in Ordnung und dann muss er gar nichts erfahren, weil ist es bereits nötig? Wir haben ja versprochen, dass wir nur dann etwas erzählen, wenn es nötig ist. Momentan ist es nicht nötig, daher... Ja, sorry, Kumpel. Vivienne hat mir ihre Lage geschildert. Aber es war vertraulich. Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe. Aber ich bin doch nicht irgendwer. Ich würde alles für sie tun. Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen. Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen. Tut mir leid. Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat. Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht. Du wagst es, mir Lektionen erteilen zu wollen? Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt. Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert. Das bereue ich jetzt. Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Oje, oje. Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr? Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfs meinem Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218, als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallers barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Du wirst uns wohl wenig nützen.
Als Hexer hast du ja keine Ahnung vom Ritterkampf. Versuch wenigstens, uns aus dem Weg zu bleiben. Es ist Zeit, meine Herren. Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena. Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter! Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter. Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann. Doch Obacht! Wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an. Die Spannung darob man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. So soll es sein. Beim Teutates. Lasst uns beginnen. Jubelt ihr Leut. Blut, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's heut. Wie schmeckt dir das Silber? Silber? Wieso jetzt? Ich wollte gerade sagen, ist doch Stahl. Hallo! Aua! Und dann noch hier hinten ein bisschen aufräumen. Gibt's keinen mehr zum Aufräumen? Nö. Aua! Das kann immer so schlecht. Mach's halt ein bisschen safe. Aua, sagte safe! Bring es zu Ende. Ja. Ich lass dich ausbluten wie ein Schlachtschwein. Von fern fühle ich diesen Schmerz, wie ein Hundsgeweih, das trägt ins Herz. Nie sah die Welt solch ein ruhmreich Gefecht. Schneidig, gefährlich und dennoch gerecht. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heut die meisten hier auf Geralt von Riva, stark wie ein Stier. Er meisterte alles, bis hierhin mit Leichtigkeit, vorzüglich, aufregend war es, dazu noch stets vergnüglich. Doch nun kämpft er gegen Grégoire de Gorgon. Gewinnt er, so ist dessen Titel sein Lohn. O wackre Kämpfer, müd nach zahllosen Hieben, nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Wo ist Triss, wenn man sie mal braucht? Nö, war so weit. Es ist Zeit. Auf in die Arena. Solltest du im Kampf schwer verletzt werden, hast du letzte Wünsche oder Botschaften an deine Lieben? Ich denke nicht. Der Hexer aus Riva, Geralt sein Name, wirkt alt, doch zeigt jedem, was er kann. Weiß ist seine Haarespracht und er zieht erfahren zur Schlacht. Mit lautem Getöse kommt der amtierende Champion, der letztjährige Sieger Grégoire de Gorgon. Ich wünsche den Kontrahenten viel Glück und Ruhm.
Ja, Ruhm, wenn man es eigentlich lieber. Also Ruhm, Und nicht die Ruhm. Titanen umkreisen sich böse und sie zerfleischen sich gleich mit Getöse. Was jetzt, du Stückdreck? Mesdames et Messieurs, Grégoire de Gorgon. Naja, ist groß, aber das war's eigentlich auch schon. Davon. Hip, hip, hurra, hurra, hurra. Und sicher auch stark, aber ganz ehrlich. So, jetzt reißt's mir. Und nun ein paar Worte unseres Förderers, dem Weingut Tufo. Willst du ganze Knochen haben, musst du dich an Tufo laben. So lamarschig. Mann, ey, du hast da Power, aber sonst nix. Dieses Jahr trägt Geralt von Riva den Sieg davon und triumphiert damit über Grégoire de Gorgon. Hoch Geralt, Eralt, Eralt, Eralt. Es lebe der Hexer! Beim Teutates! Als Patronin dieses großartigen Turniers habe ich die Ehre, unseren Meister auszuzeichnen. Der Er hat Kranz! bei der Liebe seiner Herzensdame geschworen. Zweifellos hat ihn dieser feierliche Eid zum ruhmvollen Sieg getragen. Er hat großen Mut, große Stärke und große Disziplin bewiesen. Er hat ehrenhaft gekämpft und sich damit rechtmäßig den Titel des diesjährigen Meisters der Arena verdient. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Treffen wir uns später in meinem Zelt. Ich habe noch zu tun und du auch. Die Leute schauen zu dir auf. Du solltest wenigstens winken. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirols sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Heckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Du hast richtig geraten. Er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Aber, Herrin, dein Problem... Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar.
Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Ach ja, der arme Guillaume. So viel zu Julia und Romeo. Da sind wir. Ich habe keine Waffe mehr. Wo ist? Dankeschön, wieso war der gerade plötzlich weg? Geralt von Riva, Schild, Stahlwaffe. Oh. Ja, leck mich doch. Stufe 43 haben wir sogar. Was Zufall ist. Rüstungsdurchbohrung. Kritischer Trefferbonus. Können wir sogar noch verzaubern, wa? Ja, aber der Rest ist ziemlich scheiße. Wir können das Turnier gewonnen, deswegen mit alles anziehen. Rüstung des Geralts, des Ritters Geralt von Riva. Lustigerweise ist das eine bessere Rüstung, aber Schwerrüstung. Wollte ich mir verarschen? Sicher nicht. Nee, die Waffe sieht mir ein bisschen zu pompös aus, sorry. Dann nehme ich lieber meine alte. So. Oh nein! Ein Panther greift das Nest an! Zurück! Ich kümmere mich. Ah ja, bin ja schon dran. Die Eier sind auf einen Flecken Moos gefallen. Sie sind heile, bis auf eines. Das ist zerbrochen. Reicht es? Glaub schon. Und was muss ich tun? Ich frage dich jetzt ein letztes Mal. Bist du sicher, dass du das tun willst? Wenn es gelingt, ist es nicht rückgängig zu machen. Außerdem hast du wahrscheinlich nur noch 7 Jahre zu leben. Höchstens. 7 Jahre ohne Angst, im falschen Moment gesehen zu werden? Ohne das Stigma, ein Monster zu sein? 7 freie, ungetrübte Lebensjahre. Ja, Geralt, ich bin sicher, dass ich das tun will. Na gut. Dann ziehen wir es durch. Du musst dich jetzt konzentrieren. Sprich mir nach. Munna Ganderau, Munna Finerat. Munna Ganderau, Munna Finerat. Munna Ganderau, Munna Finerat. Munna Ganderau, Munna Finerat. Geralt? Verdammt. Geralt, sieh nur! Sieh nur! Götter, ich
Ich kann auf Bälle gehen. Ich kann nach Ochsenfurt, sogar nach Novigrad reisen. Danke, Hexer. Guillaume solltest du danken. Er hat mich angeheuert, um dir zu helfen. Ja, ihm bin ich auch sehr dankbar. Richtest du ihm das aus? Das solltest du ihm selbst sagen, oder? Das kann sein, aber ich würde es lieber nicht tun. Richtest du ihm bitte meinen Dank aus? Sei so lieb. Ja, von mir aus. Aber wieso hat Geralt gerade gesagt, verdammt? Gut, ich sag es ihm. Leb wohl, Vivienne. Keine Erklärung zum Rückstoßeffekt oder zum was offenbar heilende Kräfte hat? Gar nichts? Verwirrung. Ach ja, übrigens, ja. Mit Novigrad würde ich nicht unbedingt empfehlen, es gibt sicher schönere Orte. So. Eigentlich war bereits vorbei, ist mir aber scheißegal jetzt und ich wollte eigentlich ja noch ein bisschen mit Regis und so weiter machen, aber jetzt ist sowieso alles wieder komplett anders und hast nicht gesehen. Das war definitiv eine der längeren Sidequests, war gerade selber ein bisschen überrascht. Aber gut, auch so etwas muss es natürlich noch geben und es war ja durchaus spannend. So, muss sagen, im nächsten Part gehen wir endlich mal zu Regis zurück, weil ich denke mal, die Hauptquest um Blut und Wein wird sicher länger dauern. Etwa 20 Stunden, das heißt, ja, wir können uns durchaus ein bisschen leisten. Ups, das war jetzt nicht gerade sehr praktisch von mir. Ja. 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 Ganz ruhig plötzlich, ganz ruhig. Ich traue das im Rücken nicht, die sehen nicht sehr stabil aus. Ja, jetzt kann ich endlich nach Ochsenfurt und Novigrad. Wieso will ich nach Novigrad? Er will schon nach Novigrad. Ja, toll. Mann! Laufplätze. Ja, ist klar, verstehe ich. Mann, reite ein bisschen schneller. Reite wie der Wind. So schnell wie ein Kind. Okay, der war scheiße. Ja, die können es auch. Mein Gott. Aha, wie das himmlische Kind. Wäre es wohl, glaube ich, im Original, aber egal. Wo ist er denn jetzt? Er muss jetzt nur noch eine Strecke zurücklegen, der Arme. Tja. Aus Liebe raus hat er gehandelt. Daraus gewonnen ist aber nichts. Schade. Bei meinem Schwur. Ich werde das Danke. Geralt, was ist mit Vivienne? Ich konnte ihren Fluch brechen. Wirklich? Also wird alles gut. Sie kann unbesorgt sein? Ich soll dir ihren Dank sagen. Dank dir kann sie ein normales Leben führen. Mag sein, aber wie geht es ihr? Das weiß man sowieso nie genau. Ich meine, theoretisch, wenn sie von ihrem Fluch nicht erlöst worden wäre, hätte sie auch morgen schon tot sein können. Oder hätte mir den Fluch jemand anderes übertragen, hätte es auch sein können, dass sie trotzdem eine Woche tot wäre, durch naja, was weiß ich. Durch ein Attentat vielleicht, durch das Biest von Beauclair, haben wir immer noch nicht gefangen. Wer weiß schon, jetzt, naja. Ach, was soll's. Vivienne hat sich ihren Weg ausgesucht. Sie ist jetzt frei und glücklich, glaube ich. Ohne mich? Du hast ihr geholfen, aber deswegen ist sie dir keine Liebe schuldig. Mein Freund ist Barde und außerdem Philosoph. Amateur wohl. Er würde sagen, wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen. Weißt du was, Geralt? Deine Belohnung hast du dir verdient. Aber deinen Rat behalte für dich. Adieu. Ciao. Mit V. Gesänge eines Ritterherzens haben wir abgeschlossen. Jo, eine ziemlich interessante Quest, kann man durchaus so sagen. Jetzt, was hätten wir eigentlich sonst noch so? Wir haben jetzt noch viel noch. Oh, das kann länger dauern. Also den Aktion schon finden soll. Den Kauflein, klar. Vater weiß es eben nicht. Transformation. Was?
Aha, na gut, das ist sowieso eine Dauerquest. Die eigentlich auch. Die kann zum Schluss noch abschließen. Das große Turnier von Beauclair gewinnt, kommt sich auch erst später. Jo, aber trotzdem, jetzt war da erstmal ein bisschen Sidequest. In der Folge gehen wir zu Regis. Er hat sich's durchaus verdient. Haarverjüngung, Anti-Schuppenbehandlung. Das ist eine gute Idee. Willkommen, Herr Geralt. Ich habe von deinen Taten gehört. Ich brauche ein bisschen Pflege. Spielst du Quint? Wie war das jetzt optisch schon wieder? Nö. Naja, bin ich gerade ein Fan davon, aber es wirkt irgendwie nicht schlecht. Irgendwie hat das auch etwas für sich, wa? Ja, versuchen wir mal ein bisschen so. Nächste Folge noch ein bisschen Quint zum Einspielen und dann ab zu Regis. Ich habe keine Zeit mehr. Bis dann. Haarverjüngung, Anti-Schuppenbehandlung. Ja, wieso nicht? Lassen wir so, hey, nicht wegschubsen, das gehört sich nicht. Ermordet. Ein so ehrenhafter und geschätzter Ritter. Aha, der spricht davon, ja. Da hat er gerade eine neue Quest. Nee. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 Blut und Wein. Es geht spannend weiter mit der Hauptquest. Und ein bisschen Quint. Naja, wie immer. Tschüss.